Was ist der Grund, warum Sie heute im Hungerstreik sind? Der Hungerstreik ist ein Solidaritätsunterstützungshungerstreik. Es laufen andere größere Hungerstreiks. In den türkischen Gefängnissen sind seit genau einem Monat jetzt mehrere hundert Leute im Hungerstreik. Und es geht dabei um Grundforderung ist Freiheit für Öcalan und einen politischen Status für Kurdistan. Aber im Grunde geht es darum, zunächst mal die Isolation von Öcalan aufzuheben. Er ist seit fast 10 Monaten ohne Kontakt zur Außenwelt. Diese Art von Isolation ist untragbar, es ist inakzeptabel. Das ist das Erste, was aufgehoben werden muss. Und wie lange geht das schon? Die ganzen Hungerstreiks in den Gefängnissen? Die Hungerstreiks in den Gefängnissen haben vor genau einem Monat angefangen, am 15. Februar. Unter den Hungerstreiken befinden sich auch mehrere Abgeordnete der BDP, 4 Abgeordnete der BDP und einige andere hundert andere politische Gefangene. Können Sie was über die aktuelle politische Lage auch sagen, was auch die Menschen im Endeffekt dazu geführt hat, diesen Schritt zu gehen, in den unbefristeten Hungerstreik zu gehen? Es hat mehr als 2,5 Jahre lang Gespräche über ein Ende des Konfliktes gegeben. Es hat Gespräche mit Abdullah Öcalan über eine politische Lösung der kurdischen Frage. Die türkische Regierung hat diese Gespräche geführt, über Mittelsleute auf der Gefängnisinsel Imre. Die Türkei hat sich aber, die Regierung hat sich dafür entschieden, diese Gespräche abzubrechen, nicht weiterzuführen und stattdessen auf breiter Front Angriffe gegen Kurden gestartet. Es gab seit 2009 Verhaftungswellen, denen mittlerweile über 8000 Leute zu Opfer gefallen sind. Es gab militärische Angriffe bis hin zu Massakern, wie dem in Roboski, bei dem 85 Zivilisten unwillig bombardiert wurden, getötet worden sind. Das ganze Panorama von Menschenrechtsverletzungen, von Repression, das die Leute dazu bringt zu sagen, jetzt reicht es endlich, es muss endlich eine politische Lösung der kurdischen Frage geschaffen werden, diese Angriffe müssen aufhören. Vielen Dank.